Hallöchen! Sind wir wieder da bei Alone in the Dark. Ja, gehen wir gleich mal rein. Jetzt war ein bisschen Pause, weil ich einfach keinen Bock gehabt habe, mich von der Couch zu bewegen. Eigentlich habe ich voll Bock auf das Spiel gehabt, aber die Couch, ne? Daher, ja, soweit ich weiß, haben wir das letzte Mal Spritzen in den Arsch eingerückt. Ähm, und die Künstlerin da wieder gefunden. Und ja. Sie war wunderschön. Ich frage mich, was mit ihr geschehen ist. Und irgendwie ist letztes Mal komplett eskaliert. Wir waren auf dem Friedhof. Und ja. Die Astart-Künstlerkolonie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine Mardi Gras-Truppe namens die Piraten von Pontchartrain hatten, als ich ein Kind war. Ja, die Nummer 7 ganz unten. Sieht man eh. Das ist die gute Frau, die da auf unserem Bett liegt. Und ja, wir haben halt schon wieder technische Probleme da. Hallo? Ja. Geht's jetzt? Ja. Genau. Die ganz unten liegt gerade tot auf unserem Bett. Ich muss mich noch mal ein bisschen einfühlen, weil es jetzt doch schon ein bisschen ein paar Tägelchen her ist. Genau, das wollten wir machen. Wir wollten die Barlow-Linse in das Teleskop reinhauen. Das... Ja. Warte, in was für ein Stockwerk war das? Dachboden, aha. Empfangsraum. Kleiner Salon, hier irgendwo. Müsste das, glaube ich, sein. Und da latschen wir jetzt mal hin. Jetzt ist bloß die Frage. Ich muss Galerie Eu. Und dann über die Veranda in die Bib und kleiner Salon. Und unsere Schaufel ist fast hier. Das finde ich nicht schön. Wir brauchen eine neue Schaufel. Es wird wieder viel fürchterliche Scheiße passieren und mir wird es wieder voll auf den Keks gehen und ich werde mir wieder voll anscheißen. So schaut's aus. Ich weiß ja immer noch nicht, wer da diese Dinger da hingestellt hat. Mein Gott, na. Ja, und die Tieren wieder, ja. Ja. Fast ein bisschen zu leise, da reißt es mir glaube ich nicht. So da. Ja, mein Stimmchen ist ein bisschen Hoppala. Falsche Taste. Mein Stimmchen, ich weiß nicht, ob es hört, ist ein bisschen angekratzt. Weil wir momentan komplett ja, zugestaubt werden von Sahara-Staub. Ich war vorher spazieren und Alter, da kannst kaum atmen. Also mein zartes Lüngerl tut das gar nicht mehr. Also das. Na. Also heute habe ich schon geschnauft für Bostros und das war gar nicht mal so geil. Und ich hätte gemeint, da war das gewesen, dann ist das da drin. Na, keine Kackradio-Sounds. Keine. Da passiert doch gleich wieder irgendeine Scheiße. Naja, jedenfalls klingt meine Stimme kacke und du tust jetzt da aufhören. Aha. Ein Stempelt. Aha. Was ist das? Was tut das? Oh, mir kommen wir doch jetzt schon wieder in diese Kackdimension. Ja, natürlich. Oh. Oh, das ist doch scheiße hier. Ich mag das nicht. Oh, der ist cool. War ausgestopft. Ja, was dann? Da, die... I got a bad feeling about this. Ja, Gurrentauben. Guru. Das wird im Mitkehren, oder?
Das muss man aber dann... kann man das drehen? Nö. Natürlich nicht. Oder? Na, man kann nur bewegen. Na halt, mein Gott, also manchmal. So. 941, aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. 941, 941. Achso, macht's gleich vor Haus was. Ja, danke. Moment, was passiert hier? Es gibt von alleine die Zahlen ein? Okay, toll. Also, Ja, wo ist das? super Sache. Warum bin ich halt so... Nee. So, jetzt ab? Ja. Jetzt schau doch wieder. Ha? Also irgendwie passt die Webcam halt nicht, habe ich das Gefühl. Ja, so passt schon. Was wollen denn die alle mit diesem... Hallo? Achso, ja, wenn man die richtigen Tasten drückt, da es vielleicht sogar. Ja, ist recht. Ich mag das nicht. Wenn Radios verrückt spielen, war es noch nie gut. Ich weiß nicht, kennt ihr Visage, da hat das Radio auch die ganze Zeit gesponnen. Das war nicht gut. Mal abgesehen davon, dass man das vom Gruseligkeitsfaktor wahrscheinlich nicht mit Visage vergleichen kann, aber für mich langt's. Für mich langt's. Warum tue ich das? So, das ist halt die Frage, wo muss ich überhaupt hin? Ich latsch da einfach aus. Ja, ich kenne mich voll aus. Ja, ins Zimmer da ich gehe, oder? War doch das Esszimmer, was wir gerade gesehen haben. Oh, das endet doch schon wieder scheiße. Da gravelt's leid. Und was ist das da überhaupt? Warum? Na. Na bitte. Was na bitte? Oh Gott. Bin ich tot? Darf ich aufhören? Welcome to heaven. Oh. Den gefallen wir uns mal nicht da. Den gefallen wir uns mal nicht da. Aha. Hallo. Sie hätte nicht kommen sollen, Emily. Sie wissen meinen Namen? Kennen wir uns? Das könnte man sagen. Als die Manifestation von Jeremys tiefstem Verlangen bin ich Ihnen nicht bekannt. Aber ich weiß von Ihnen. Sind Sie Jeremy? Wollen Sie das sagen? Ich bin nur seine unbewussten Gedanken. Ich kann nicht gänzlich für ihn sprechen. Warum haben Sie einen spanischen Akzent? Und wo sind wir hier? Ist das Taroea? Dies ist wirklich der legendäre Konvent von Taroea, wo Jeremy während seiner Sitzungen mit Dr. Gray Zuflucht sucht. Also alles Einbildung. Beruhend auf Gelesenem und Gesehenem. Und dazu gehören Sie? Ja, mein Name ist Juan Luis Jorge. Jeremy las einst ein Buch von mir. Es prägte ihn. Helfen Sie mir, den Pakt des Schattenmanns zu brechen, um hier wegzugehen? Jeremy will das nicht. Er will sein Versprechen an den Schattenmann halten. Warum? Was bringt das? Ich verstehe nicht, was der Pakt soll. Die Menschen von der Theto rufen eine böse Präsenz in diese Welt. Ihr Onkel gab dem Schattenmann seine Seele, um den Schaden einzugrenzen. Was? Ja. Nein, das ergibt keinen Sinn. Der Pakt erfüllt sich im Morgengrauen. Wenn die Sonne dämmert, wird Jeremy für immer im versunkenen Wüstentempel eingemauert. Wie versprochen, Ja, klasse. wird der Schattenmann das Böse in der Theto eindämmen und aushungern. Und die Patienten und das Personal? Sie werden keine Chance haben. Das darf nicht geschehen. Wie konnte Jeremy zustimmen? Aus Verzweiflung natürlich. Jeremy wurde nicht leichtfertig zum Märtyrer. Aber noch ist nichts verloren. Ich bin sicher, ich kann den Pakt brechen und Jeremy retten. Und hoffentlich auch alle in Dorsedo. Was ist dieses Böse überhaupt? Ich weiß nicht viel. Ich glaube, ein Albtraumwesen aus dem Bayou. Darum muss ich mich später kümmern.
Erst muss ich Jeremy vor dem Pakt bewahren. Was? Keine Widerrede mehr? Nein, Sie sind eine Inspiration, Miss Emily. Jeremys Gefühle mal beiseite. Müsste ich sagen, dass Sie recht haben. Wirklich? Vielleicht können Sie den alten Mann vor sich selbst retten. Ich denke, Sie sollten in die Konventsbibliothek gehen, um die Wahrheit über Jeremy und den Schattenmann herauszubekommen. Okay. Sie sollten wissen, dass Sie dort nicht allein sein werden. Der Schattenmann studiert all diese Bücher seit Jahren. Er ist hier? Sie müssen sehr gut aufpassen. Natürlich. Ich passe auf. Viel Glück, Miss Emily. Du brauchst gar nicht so rattig werden, das ist bloß eine Manifestation von irgendwelchen Gedanken. Da brauchst gar nicht so anratzen da jetzt. Nein, ich hab gerade echt ein bisschen lachen müssen, weil ich dachte, boah, das ist ja voll der Juan. Und dann heißt der Juan. Es ist so ein richtiges spanisches Stereotyp, es tut mir leid. Dieses, Miss Emily. Mein Name ist Juan. Ich kann's keinen spanischen Dialekt, aber was soll's. Da sind ja gerade die Kniechen weich geworden. Ich hab's genau gesehen. Da mal die Kniechen weich werden, muss man sagen. Stereotyp ist ja nicht immer schlecht. So, wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Wir brauchen die Bibliothek. Ja, da ist es schon wieder finster wieder auf dem Marsch. Was soll ich da was lesen? Schattenmann-Studie. Ja, da wird's gleich wieder. Oh, da wird's doch schon wieder scheiße da. Ja, du Kacktier. Und ja, ich muss jetzt mal erwähnen, dass da irgendeine Tür zuhaut, weil ich jedes Mal. Oh, Grafikpack. Mir jetzt gerade nicht vor dem Grafikpack gerissen. Ja, natürlich tue ich da obi. Was, natürlich. Das ist die erste Idee. Ich spinn's doch. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich hab's vergessen, war wohl sehr wichtig wieder. Ja, genau, mit den Tieren. Da muss ich einfach darauf hinweisen, weil es mir jetzt mal wieder reißt, weil die Tiere so zuhauen. Wie ist das für ein Scheiß da? War das so in die 30er, dass die Tiere alle so zutrischt? Herzlichen Glückwunsch. Super Manifestation, ganz super. Oh, es gibt übrigens wirklich anscheinend eine Meditationstechnik, wo man seine Gedanken ordnet, indem man zum Beispiel ein Fantasiehaus erschafft und dann in verschiedenen Räumen seine kompletten Gedanken sortiert und man sich deswegen leichter daran erinnern kann, weil man dann denkt so, okay, an dem Platz, keine Ahnung, war das und das, keine Ahnung, Paella-Rezept oder whatever oder irgendwas Wichtiges. Und das ist richtig cool, wenn man sowas kann. Und sowas Ähnliches, glaube ich, ist das hier. Wow. Auch. Wow. Geile Scheiße. Wollen wir da mal reingehen? Da mal baden? Wir müssen da eh eine, oder? Gleich packt mir irgend so ein Teil an die Haxen. Nicht einmal. Ist wieder bloß Weiberl anschauen, schon klar. Was haben wir da? Ein Typ im roten Gewand. Also, früher waren ja Typen im roten Gewand, so mit so einer roten, ja, ich nenne es mal Kutten, war auch eine Teufelsdarstellung. Also, wer weiß, wer weiß. Also, die haben ja jetzt normale Gewandel drauf, aber der da hat so mit Kapuze und so. Verdächtig. Und der packt irgendwann eine Bratzel. Weiß nicht. Keine Ahnung, so genau käme ich zur Darstellung auch nicht aus. Aber was bloß, dass der Teufel öfter mal in roten Gewändern auftaucht. Und der Tod in einem schwarzen. Die Engel. Es fehlt noch etwas.
Ja, wahrscheinlich ein Kreuz. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Es kann auch ein Dreieck sein. Was noch fällt. Weiß nicht. So. Warum waren wir gerade unscharf? Oh, da passt doch schon wieder irgendeine Scheiße rein. Oder war das nur die Grafik? Oh, ich will das. Warum? Warum? Na, ich mag keine Steinmönche. Tu die weg. Oh, die werden mir alle jagen und töten wollen. Oh, bestimmt. Bestimmt wollen wir alle jagen und töten. Dieser scheiß Schattenmann ist auch irgendwo. Fick dich. Hm? Wieso? Schaut dieses Spiel so schön aus? Und gleichzeitig ist so eine gruselige Kackscheiße. Aber warum? Nein! Bin dagegen. Bin jetzt schon wieder kurz vom Herzkasper. Ja, du grattlige. Halt die hier aber noch, wenn ich da umeinander renne, oder kann ich mich gleich eingraben gehen. C5 nochmal, ey, Wahnsinn. Übrigens, heute ist Ostern. Frohe Ostern! Wenn ich übereinander fluch, wünsche ich wenigstens noch frohe Ostern. Die große Bibliothek war endlos, wunderschön und fürchterlich. Eine ätherische Chronik des Universums, das sich im Kopf von Jeremy Hartwood befindet. Jetzt von einer Geschichte eines zwanghaften Lügners verseucht, die ihm aufgezwungen wurde. Es ist ein Übel, das von Wissenschaft und Heimlichtuerei heraufbeschworen wurde. Ich werde einen Raum dafür nutzen, die Grundfesten seines Charakters wegzusperren. Den Schlüssel gebe ich dem Bibliothekar. Er ist für den Streuner nicht sichtbar. Was? Ich werde einen Raum dafür nutzen. Der Bibliothekar ist für den Streuner nicht sichtbar. Ah. Ja, wieder dieser im Engel. Das. Bist du der Bibliothekar? Entschuldigen Sie. Haben Sie das neu vom Fitzek? Ah, nicht. Ja, scheiße. Oh, scheiß Bibliothek. Nur werde ich sagen, ich habe den Überblick verloren, was das neu vom Fitzek ist. Der schreibt mir zu schnell. Und ich scheiß, ich will ja noch andere Autoren lesen. Alter, was ist mit ihm? Oh, das letzte aktuelle, also in Anführungsstrichen aktuelle, war das Geschenk. Und danach bin ich ausgestiegen. Ich komme nicht mehr nach. Ich habe Heimweg, habe ich noch daheim, glaube ich. Und seitdem verließen sie mich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, wo wir gerade sind. Weil eigentlich habe ich die Erstausgaben gesammelt, weil die echt cool sind, weil die immer irgendwie besonders gemacht sind. Von der Bindung her oder vom Schnitt her. Zum Beispiel das eine hat einen roten Schnitt, also das ist so ein weißes Buch, der Insasse. Das ist so ein bisschen gepolstert wie so Gummizelle, also mit Gummizellenoptik, und der Schnitt von dem Buch, also die Seiten am Außenrand, die sind rot. Das schaut so geil aus, und lauter so Zeug macht er halt immer für Erstausgaben. Und ist schon nice, aber ich komme nicht nach. Ich glaube, ich habe noch 5 Bücher oder so vor ihm daheim, wo ich noch nicht gelesen habe. Na, der findet mir Kaffee jetzt erst einmal. Gibt es jetzt da noch irgendwo? Da kann man auch noch ganz affe. Bist du der? Ah, okay. Mhm. Hubertus Schlüssel. Nehmen. Hubertus Schlüssel. Nachdem der hängende Raum gebaut worden war, wurde sein Schlüssel an den Bibliothekar des Konvents Hubertus gegeben, um Jeremys dunkelste Geheimnisse vor neugierigen Augen zu schützen. Der hat so stehende Blätter mal. Jetzt jagt mir irgendein Arsch, oder? Was ist das? Warum ist das? Oh Gott, oh Gott. Das ist der Schattenmann.
Ja, wir gehen. Okay. Ab vom Hof, ab vom Hof. Laufen. Wir können nur laufen. Ah. Ich will das nicht. Geh weg. Jetzt müssen wir auch noch wegrennen oder was? Oh Gott. Na. Oh Gott. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Shit, 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 shit. Wir sind tot. Vielleicht kann ich da umhalten. Wo ist er denn? Ja, super. Willst du auf den zurennen oder was? Habt ihr es hier noch? Ja, der killt mich da aus dem Leben. Ja, das ist nicht gut, wenn man denen zu nahe kommt. Was soll ich da, Alter? Jetzt kommt er da wieder runtergeschissen. Ich weiß nicht, was ich da soll. Ich weiß es nicht. Jetzt kommt er da wieder. Ah, da war doch irgendwo ein Lucker, oder? Oben rum, oben. Lücke war oben, Lücke war oben. Da. Geh da eine, geh da eine, geh da ein. Geh halt schneller, ha. Was ist das? Das maskierte Böse. Ja, schön. Ah. Ich will das nicht. Warum? Warum habe ich jetzt geschüttelt? Oh, wir sind zu... Halt spinnt's wieder komplett. Ah. Lasttier. Stierkult findet sich in der Geschichte immer wieder. Für Christen ist dies in Exodus nachzulesen, als die Israeliten sich während Moses Abwesenheit der Anbetung eines goldenen Kalbs zuwenden. Dieser Abschnitt zeigt, wie die Menschen in die Anbetung zurückfallen, die sie in Ägypten kennengelernt hatten und die dem Bullen von Apis galt. Ein weiteres berühmtes Beispiel sind die Minoer auf Kreta. Ihr Stierkult brachte den Mythos des Minotaurus hervor, das halbmenschlich, ich hätte es auch abspielen können, halbmenschliche, halbtierische Monster, das im Labyrinth herrschte. Aber in diesem besonderen Fall sollte ich wohl von der Gottheit Astarte berichten, die das Sternbild Taurus zum Leben erweckte, um Gilgamesch anzugreifen. Selbst für einen mythischen Helden sollte sich dieser Stier der Sterne als ein zäher Gegner erweisen. Nur indem er den Bullen mit einem goldenen Segel ablenkte, war es Gilgamesch möglich, ein Auge mit seinem Speer zu durchbohren, worauf der Stier verblutete. Ist Gilgamesch nicht der indische Gottheit, oder? Ich weiß gerade nicht mehr. Egal. So. Ich muss mich anders hinhocken. Es tut mir leid. So. Aber jetzt sitz ich richtig, aber meine Tastatur nicht mehr. Es tut mir leid, dass ich halt so verpeilt bin. Normalerweise suche ich mir immer vorher eine angenehme Sitzposition, aber heute habe ich das irgendwie verpennt, weil das so zackert. Und ja, beides hier nicht gegangen. Oh, es bleibt die Musik auch so laut. Ja, ich bleibe jetzt in dem Loch. Du glaubst jetzt nicht, dass ich da wieder ausziehe? Soll ich ihm eine brutzeln oder was ist der Plan? Der zattelt ja da alleweil noch. Ich verstehe den Plan gerade nicht. Muss ich den mal betonieren oder? Ich will da nicht raus. Was? Ja, jetzt packt er mich oder wie? Ja. Wollt ihr jetzt wirklich überschießen? Hä? Was? Was? LOL. Ich kann nicht auf ihn zielen. Ich kann mir nur selber die Kugel geben. Okay. Okay.
Das ist krass. Kann ich bitte den... Ich kann nichts mehr machen. Entschuldigung? Hallo? Ich darf gern... Spül aufgehängt. Jetzt so. Was war das jetzt? Ich stehe. Ah! Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Musik laut ist, aber die Musik schon laut. Aber wo ist er jetzt? Hä? Ich verstehe nicht. Habe ich mich umbringen müssen? Na. Muss ich mich fangen lassen? Das probieren wir jetzt aus. Okay. Auch keine gute Idee. Aber man kann lang an ihm dran stehen. Ja, kackt das jetzt mal. Muss jetzt mal Task-Dings aufmachen. Hm. Na schön. Hm. Wow, ich bin fast tot. Konsumieren. Konsumier gleich nochmal. Eieieiei. Komm. Oh, den zippt man aber doch. Den zippt man doch ganz schön was ab. Aber wurscht. Wir haben's. Wir haben's nicht. Oh Gott. Da, fair. Die noch mal weiter konsumieren. Ah, der ist da schon wieder, der Grattler. Ah, tu den weg. Aber jetzt schön da gemütlich und tut Bücherchen lesen. Das ist ja auch toll. Wow. Jetzt ist er wieder grantig. Warum ist der Schmaus alle mal grantig? Jetzt tu den weg. Oh fuck. Sackgasse, super Idee. Ah, die Mucke ist fast schon ein wenig arg laut. Jetzt kommt er doch. Oh Gott, ich bin am Arsch. Ist gerade eingefallen, dass ich eigentlich Schleicher gucke. Oder mich gesehen? Ja. Ah, mich gesehen. Na. Oh ja, bin ich gesehen. Aber ich häng fest. Nein. Ach, scheiße. Ich will das nicht. Das sieht mir jetzt. Doch nicht. Ja, aber trotzdem hänge ich fest. Jetzt. Ja, jetzt bin ich tot, oder? Na, immer noch nicht. Alter. Was passiert da in dem Spiel? Ich bin voll überfordert. Ah. Ja, wir hängen voll fest. Ich komme nicht raus. Und das Spiel ist so... Ich muss jetzt leiser dran, weil es hilft mir nicht für die... Ich hoffe, für euch ist die Mucke okay. Wie macht's völlig fertig? Da wo rennt er jetzt übereinander? Oh, nicht mehr. Mann. Okay, dann zieht er mich doch. Also Schleicher hilft ein Scheiß.
Stelle fest. So, jetzt kommt da einer grattelt. Konsumieren. Hopp, 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 hopp. Ah. Kim da wieder? Na. Doch! Scheiße! Na! Ich hab gesagt, Gott, es tut mir leid. Oh Gott. Oh, hat er mich gesehen? Wahrscheinlich. Oh, ich bin am Arsch. Lang braucht. Ich weiß. Ja, ja. Oh, jetzt werden wir noch gejagt von irgendeinem Penner. Wahnsinn. Ich muss jetzt eher da oben graben. Oh, da ist gleich vom Haus aus graben. Was ist das? Können wir einfach kurz... Wir könnten uns zusammenhocken und reden, weißt du? Aber wir müssen jetzt trotzdem kurz... die auf... So, bin wieder da. Ja, meine Webcam ist scheiße gestanden und das hat mich einfach unheimlich aufgeregt. So, aber jetzt steht's wieder. Gut. Und wir könnten bei der Gelegenheit nochmal speichern, das ist eine tolle Idee. Oh Gott. Oh, ist der Penner jetzt weg? Ah, der grattelt da unten rum, oder was? Na, da ist er auch weg. Oh Gott. Ah. Ja, ist schön. Oh, da freue ich mich aber. Oh, Hauptsache die Türen. Ja, Hauptsache die Türen. Wer dem nie daran gewinnt, es wird immer scheiße sein. Da war definitiv Jeremy am Werk. Der Onkel Jerry. Na. Kann der nicht einfach in der Bibliothek übereinander kratteln und gut ist? Na. Ja, er muss da groß übereinander randalieren. Solche Leute habe ich ja gern. Oh. Alter. Oh, wieso muss ich jetzt da drauf zugehen? Oh, hinter der Tür wird es vielleicht klopfen, oder? Da, ich gehe jetzt. Ich möchte. Na. Ich kann das Klopfen nicht orten. Das finde ich nicht gut. Na bitte. Stört dir das nicht, dass da klopft wird sau oder einer rumrennt? Ich mag nicht, da läuft irgendwer rum oder klopft oder tut. Auf alle Fälle sind wir nicht allein, das mag ich schon wieder nicht. Es war ein heißer Herbst, in dem ich mit der rastlosen Menge durch die Nacht zog. Er war eine Art reisender Künstler, der auf den Bühnen auftrat und große Furcht verbreitete. Die New Orleans-Adresse des Auftritts ist verloren, aber ich erinnere mich daran, dass die Prax Shipping Company daran beteiligt war. Emily! Aber gesagt, der grattelt da oben an. Der grattelt da nicht. Nein. Nein, halt.
Ich hoffe, Sie haben gefunden, was Sie suchen. Ich fürchte, es gibt keinen Weg zurück. Er ist in meinem Kopf, Juan. Sein Atem ersetzt den meinen. Sie hätte nicht kommen sollen, Emily. Ja, war kacke. Na, ist das nicht meine neue beste Freundin? Kommen Sie, trinken Sie was mit mir? Alter, wieso stellt es jetzt keiner in Frage, dass die da total abfuckt in dem Aufzug rumflockt? Oh, Miss Hartwood. Sagen Sie nicht, Sie haben sich ohne mich amüsiert. Schau ich so Was ist aus? das für ein Ort? Wo sind wir? Waren Sie etwa noch nie im Maccabean Club? Gute Güte. Ehrlich, Miss Hartwood, sind Sie denn niemals abends ausgegangen? Sind wir in New Orleans? Oh, wer weiß denn das schon? Ich bin einfach in den großen Salon gegangen und plötzlich lande ich hier. Okay, wir sind nicht Der zurück. große Salon? Komme ich von hier nach Dercedo zurück? Wollen Sie das denn wirklich? Wir könnten hier bleiben und uns ein paar Drinks gönnen. Wie wäre ein Gin Fizz? Wenn das New Orleans ist, dann sollte ich vielleicht weiter. Und diesen Bühnenzauberer aus dem Buch finden. Aber es gab keine Adresse, nur Prex Shipping Company. Oh, geht es um den Ort, wo Jeremy den Schattenmann traf? Woher wissen Sie davon? Jeremy hat viel über den Schattenmann geredet. Ich war immer ein bisschen neidisch. Aber warum? Wieso bist du neidisch auf sowas? Wenn ein allmächtiges Wesen an mir interessiert wäre, würde ich zumindest zuhören. Es hätte sicherlich einiges zu bieten. Das Ja, würden Sie toll. nicht wollen, Ruth. Sie sind zu lieb für diese Finsternis. Oh, bitte. Halten Sie mich für so ein zartes Pflänzchen? Ich liebe die Finsternis. Sie steht mir recht gut. Kennen Sie vielleicht den Weg zum Prex Shipping Company Büro? Natürlich. Das ist doch direkt da drüben. Na, so geht's auch. Was ist passiert? Sie hatten einfach Glück. A bientôt, Mamselle Emily. Heute Hey, verstanden. wissen Sie, wo mein Onkel ist? Nein, aber Sie sind nah dran. Wieso? Scheißt sich niemand. Was? Oh, verbotenes Wissen. New Orleans liegt südwestlich von Terceto, am großen Fluss Mississippi. Seine Altstadt, das französische Viertel oder das Vieux Carré ist die Heimat der stolzen und oftmals reichen Kreolen. Rings um dieses Zentrum findet man eine große und vielfältige Stadt voller Leute. Darunter die einfachsten Dockarbeiter, rücksichtslose Verbrecher, nach Jazz verrückte Flapper und natürlich die mysteriösen Voodoo-Leute. Nachts kann man am Ufer bei Derceto stehend New Orleans sehen, wie es funkengleich am Horizont glüht. Es war in einem heißen Herbst, dass ich mit den rastlosen Massen durch die Nacht wanderte, um den rätselhaften schwarzen Pharao zu sehen. Er war eine Art reisender Bühnenkünstler, der in öffentlichen Hallen auftrat und überall, wo er erschien, große Angst verbreitete. Es war die Art von Nervenkitzel, die mein Vater suchte, besonders wenn einem elektrische Tricksereien versprochen wurden. Die Adresse in New Orleans, wo der Auftritt stattfand, ist verloren gegangen. Aber ich erinnere mich deutlich daran, dass die Prex Importgesellschaft in der Morgenzeitung ihre Beteiligung hervorgehoben hat. Es gab Gerüchte, dass ein ägyptischer Sarkophag Teil der Schau sein sollte.
Ich musste immer wieder darüber nachsinnen, ob sie das Ding die scheinbar endlosen Treppen hinaufgeschleppt hatten. Die Details des Auftritts des Künstlers sind beinahe gänzlich durch Grauen verdrängt worden. Die Art von Grauen, die den Schrecken von etwas Unerträglichem betäubt und verbirgt. Was jedoch sicher ist, dass ich mich seit dieser Nacht an keinen einzigen Tag erinnern kann, an dem ich nicht die Anwesenheit des Schattenmannes gesehen oder gespürt hätte. Cool. Aber was ich mich frage, die Leute switchen zwischen Welten umher. Es geht richtig schräge Scheiße ab. Die wissen davon. Aber es interessiert auch einfach keine alte Sau. Das ist wunderschön. Die Prax Importgesellschaft. Ah, Laut dem Buch aus nö. der großen Bibliothek haben die einen Bühnenkünstler unterstützt, der irgendwo hier in New Orleans auftritt. Da gibt es doch eine Verbindung zu Jeremy und dem Schattenmann. Sicher kann ich da drin die Adresse finden. Es Dummer ist von der Vogel. anderen Seite verriegelt. Das war klar, weil sonst hat der Typ da hinten nicht rumgratteln. Ah. Nu bist du der Bulli. Ach du. Das sind jetzt zwei. Ist aber nix. Na gut. Wir gingen noch mal Nahkampf mit F. Gehst du mal her da. Ja, gut. Drüber batteln. So. War ja richtig tolles Aiming. Wunderschön. 2 Kugeln verschwendet. Toll. Tolle Wurst. Gibt's da was? Loot, meine Damen und Herren. Oh, da kotzt irgendwas schon rum. Aha. Was ist das? Kommen Sie näher. Ja, ja. Ey! Hoppala. Wir kommen doch ein bisschen überraschend schnell nach. Nun gut. Also Schutt hält Maschinengewehrpatrone. Ich bin ganz ohr. Oh, kann es vielleicht ein bisschen besser blenden da? Okay, jetzt haben wir das auch mal umrundet. Okay. Na, also manchmal frage ich mich wirklich, was mich geritten hat, dass ich jetzt sage, oh, das Spiel ist eine super Idee. Es ist super gemacht und alles. Was ist so super gemacht? Na. Ich mag das nicht. Nicht irgendwie da um, ey. Was ist das? Naja, da wird jetzt gleich hinkommen, oder? Ja, ja, ja.
Klappspaten. Mei, die krochen, ich sag's euch wieder heim. Kannst jetzt du da nicht einmal die Stufe laufen, hüpfen, mei. Schwache Nummer. So. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Ja. Ich darf vermuten, an dem Typen vorbei, der die angrattelt. Aber Masters Office? Ich glaube, wir haben hier. Oder? Das haben wir eine Kammer. Es gibt einen Weg durch die Kanalisation. Was? Nein. Das habe ich nicht gesagt, gell? Vor allem müssen wir in das grattliche Abwasserloch. Weißt? Wo ist denn der Burli? Ja, wo ist denn der Burli? Wo kommt er? Schleich ich schneller wie der Luft oder wie schaut's aus? Ja, bleibt noch hängen, wir haben ja Zeit. Ja, natürlich. Ja, das lief dann nicht so gut. Und auf geht's. Draufhauen. Bis der Tod eintritt. Jawohl. Wunderschön. Ein Vorschlag haben wir, ist auch ein guter Freund. So. Was haben wir denn da noch alles? Ja, ich weiß, dass wir in Kanalisation ist, aber man muss ja mal gucken. Könnte irgendwo was Schönes sein. Ein blutverschmiertes Bredel zum Beispiel. Wunderschön. Oh, ein Grauer. Magst du mein Haustier werden? Nicht? Ich hätte die gefüttert und ich hätte irgendeinen coolen Rabennamen gegeben, aber na. Ich hätte die lieb gehabt und streichelt. Aber na. Sieh schon. Kein Interesse. Das ist ein Schauermann. So. Hä, wieso ist da jetzt ein neuer? Tolle Wurst. Ich hab nicht mehr dran gedacht, dass wir jetzt einen Vorschlaghammer haben. Naja. Wenn jetzt dem Spiel zuliebe einmal was wirft, meint, lass mit dann. Der ist in Ruhe? Ja, scheinbar. Super, oder? Ah, da schaut's doch noch Loot aus. Ist das Loot? Schreibmaschinenband. Da haben wir noch gar nichts. Da schau an. Siehst du mal. Wisst ihr, wer wir eigentlich schon lange nicht mehr gesehen haben? Unseren Detective. Unseren Detektiv. Apropos Detektiv. Oh, ich kann da mal wieder Meisterdetektiv Pikachu anschauen. Mag den Film. Ja.
Irgendwas. Irgendwas schmatzelt da schon. Ja, natürlich. 2, 3. Seid ihr wahnsinnig? Ich brauche Molly. Oh. Die reißen mir den Arsch auf. Ja, magst du nicht? Oh Gott. Die Lotte aber schon ein bisschen sehr gechillt noch. Naja. Und so sind wir wieder froh, dass wir vielleicht spielen. So, wir noch einer. Na. Wo? Oh Gott. Oh, vorhin noch die große Fresse gehabt. Ei. Nein. Ihr braucht 3. Nachladen. Wo man nachladen geht. Mein Gott, lass doch nicht so Zeit. Was tut es? Lass dich! Aua! Nein! Ja, sag mal, bist du deppert. Ihihi. Habt ihr's jetzt mit eurem Scheißdreck da? Ich bin eigentlich bloß welche der Story da. Mann! Das wäre ja nur richtig schön. Und jetzt auch nur diese Kackscheiße da oben. Ah, da freue ich mich aber, ja. Tolle Wurst. Oh, ich habe mich zu vor dem Wasser erschrocken, weil sich was in meinem Augenwinkel bewegt hat. Oh Gott. Ja, natürlich. Ja, da hupft doch gleich irgendein Arschloch wieder raus. Oh, das rührt hier bis daher. Ja, da hockt er schon. Ich möchte jetzt aber auch nicht hocken lassen. Magst du sterben? Danke. Oh, na. Das hat sich zu grattelig bewegt. Oh, jetzt habe ich Puls. Oh Gott. Und ich muss in die Richtung. Na. Ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass wir das Spiel durchspringen, gell? Oh, leck mich am Arsch. Na. Wird sehr oft sterben, weil ich Panik kriege. Das garantiere ich jetzt schon. Okay, mehr. Lass mir raten, in Horror Games gibt's keine Phobiker-Mods. Was ist das? Ist das sowas? Na. Oh. Oh, mir wird gleich irgend so grattliches Scheißviech umbringen. Ich mag das alles nicht. Du den Deckel da drauf. Ich hab's ins Lagerhaus geschafft. Finden wir jetzt diese Adresse. Ja, Erklärung.
Ich habe Spinnenphobie. Und wenn sie irgendwas so komisch bewegt wie eine Spinne, was das Ding da gerade sehr, sehr gut geschafft hat, kann ich nicht. Ja, aber es hat nicht so viel Haxen gehabt. Also vielleicht geht's. Auf Versprecher kann ich gerade absolut nichts mehr. Ich hab Puls, das. Na. Und jetzt hänge ich schon wieder in so einer Arschkisten. Das ist jetzt nicht der Ernst. Gibt's da nicht irgendein Ding mit Befrei mich oder so ein Scheiß? Weil das ist ja schon. Passiert mir jetzt schon zum zweiten Mal. Schön. Ich hab's ins Lagerhaus geschafft. Finden wir jetzt diese Adresse. Super Sache. Echt tolle Wurst. So. Hätte es keinen umgebracht, wenn in einer von den Kisten ein bisschen was drin ist. Oh, wir haben wieder Set voll. Hey. Ja, Fralli. Im Schlaf, sein Geist betäubt, siebte Jeremy diese Worte aus der Thetos faulendem Boden. Ewig sei Lob und reiche Fülle der schwarzen Ziege der Wälder. Höre uns, Mutter, und zeig uns Gnade. Nimm unsere Opfer an und richte über uns. Ie, Shub Nigurath. Ie, Shub Nigurath. Die schwarze Ziege der Wälder mit den 1000 Jungen. So, ja, dann wiederholt sie es nochmal. Gut, passt. Ja, und mit diesem wunderbaren Sprücherl, Lidl, was auch immer, verabschieden wir uns für heute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.